Ekran! Ekranen geef dich ab, aus warme Wahrheit. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über, wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Junt S. Eduard Giesbrecht. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. En vandaag welkom Werner, ook welkom Manfred. Danke. Dankzij dat je dat aangenomen hebt. En voor die mensen wat ons vandaag toekijken, wat niet im radio zijn, wat ons op YouTube zijn, die zijn dat het hier vandaag ganz anders uitziet. En dat is, wenn we vandaag niet in Bolivien zijn, vandaag zijn we in Brasilien, in Brasil, we immer wieder sein wollen. Und je seid das erste Mal in diesem Programm, das freut mich. Das ist für uns auch so eine große Freude, hier zu sein in diesem Programm. Ja, und jij moet zeggen wie je bent? Werner, fangst du mal an. Ja, ich bin Werner Braun und wir wohnen hier in Brasilien, in der Kolonie Witmersum. Und ja, wir haben große Freude mit Junt, auch zu sein hier via Radio, via YouTube. Und wir wollen hier mit Junt wat vertellen über was Gott in unser Leben getan hat. Wat mij nu bijvalt, Werner, je hebt dat hier ook Mennoniten, Radice in Brasilien. Dat Ja. vragen mij sehr viele Menschen. Ja, wir sind hier, hat 3 Kolonien in Brasilien. Wir sind hier in Witmersum, das ist eine Kolonie. Dann in Curitiba, das ist die Hauptstadt von unserem Bundesland. Dort sind auch eine Gruppe Mennoniten. Und dann gibt es noch in ganz Südbrasilien, gibt es eine Kolonie, heißt Colonia Nova, in der Stadt Bagé. En dat is interessant, mensen. Ik heb me vroeg ook van deze kolonie van Witmersum. En veel mensen hebben me al immer gevraagd, je hebt dat überhaupt Deutsche in Brasilien? So, nu weet je dat van Werner. En die wat Heidi allemaal aan het programma gezien had, die weet dat dan ook al. Dat jij fijnst 2. Ah, en dat is ook van hier zo. Nou ja. Was je van die wat vertellen? Ja, ich bin Manfred Ab. Ich bin hier in Witmersum geboren und habe mein Leben lang immer mit Feuer was zu tun gehabt. Also mit der Straße, da komme ich nicht los. Hat mir auch sehr schön. Aber wir helfen auch in der Gemeinde immer in der Arbeit, wo sie ans Brücke, sei es mit dem Gesang oder auch mit den Botschaften. Und uns hat es hier wirklich sehr gut in diesem Land, wo manchen Honig im Überfluss ist. Sehr schön. Mir freut das von der so jemand hier dabei zu sein. Und ich glaube, ich würde hier eine ganze Stunde bloß so wieder über diese Sache vertellen. Aber von daher habe ich in welche Thema hier uns. Ja. Was wir uns vorgenommen haben, das treibt wir durch. Ja. Und dort ist vom Herrn Jesus, weil wir von der reden. Wer ist der Herr Jesus? Was sagt die Bibel dazu? Wir haben einmal von Vater, Sohn und Heiliger Geist gelehrt. Aber wer ist diese dritte Person hier? Einmal, weil wir bloß von der ersten 2 reden. Wer ist diese dritte Person? Wenn wir das Alte Testament sehen, dann müssen wir immer weiter am stolzsten ist Gott der Vater am Wort. Gott ist im Alten Testament am wichtigsten dort. Und dann hat Gott sein Sehen hergeschickt. Und dort wird die Zeit aus Jesus dann hier auf Erden. Naja, Jesus lebt, er starb am Kreuz, und er stond auch ab, und er ist im Himmel. Und dann sieht er für seine Jünger, wacht, und was je von boven de Kraft geschreven wordt, om meine Zeugnisse zu sein. Dann kommt der Heilige Geist. Wir können das in Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte Kapitel 2, wo der Heilige Geist dann mal wirklich über alles Fleisch ausgegoten wird. Und nu sind wir, in dieser Zeit nu, in diesen Jahren nu, ist das Wort vom Heiligen Geist. Ganz dabei. Ganz dabei. Und was sagt die Bibel vom Heiligen Geist? Was sagt sie dort, Manfred? Dat is ook een persoon, die derde persoon, Gottes. Ik vind dat is die persoon die met ons iedere dag taub is en die met dem wir reden, ook reden kunnen en op den seine Stimme wir hören können, wann wir wirklich uns Zeit nehmen en horchen op diese Stimme, dann wird auch mit uns reden, dann wird in uns sein und wir wollen Dinge hören und verschiedenes aufmerksam geworden, ab dort, wo der Heilige Geist uns sagen will.
En wanneer het zo wat schijnt is dat hij nu in werken is, Ja. ganz dat het zijn tijd is en dat hij zoveel kracht heeft, wens wat zijn wie dan ze dan? Dat niet best gekeken en doet hem allemaal beziet. Dat we ons tijdje am film een beetje aan de kant laten. Wens wat is dat zo? Dat we hem meestal met angst beginnen. Dat kan ook een beetje damit te doen hebben met onze geschichte. Okay. Mennoniten al in Rusland, die hadden predikers hadden sehr stark dat empfangen und von Gott oder vom Heiligen Geist eine Botschaft gekriegt. Und hat dort dann wiedergegeben. Und dann geht es folgmal nicht ganz den letzten Weg, den Gott mit der Gruppe oder mit den Menschen will. Und so haben sich die Mennoniten ein bisschen zurückgetroffen. Weiter manchmal nicht ganz gut, wo mit dem Heiligen Geist umzugehen. Ja, und was, weißt du noch mehr, wenn es was hij so sagt? Sehr stark in uns ist die Furcht, die Angst. Okay. Ja, wir haben Angst. Hij ist ein lebender Gott. En de God neemt angst weg, niet zo? We hebben allemaal even een programma geredet, wo Ja. we geredet hebben dat God is die wat de angst wegneemt. So, wat kannst du mir über das sagen? Wir haben, Gott nimmt von uns die Angst weg. Und das in der Leib nehmen, ja. Okay. Aber in diesem Prozess von Angst weg, Leib nehmen, Angst weg, Leib nehmen, ist immer diesen Kampf, dat ich mich nicht fürchte, an Gott zu leben. Okay. Vorkend, aber sehr vorkend, habe ich Angst, an Gott zu leben. Und wenn mir was sagen wird mir nicht gefällt. Und wenn mir mal sagen wird, in ein anderes Land, und dann stellen wir uns eine so komische Geschichte vor. Und dann haben wir Angst. Aber Paulus schrift an Timotheus, und er sagt, Gott gab uns nicht ein Geist von Angst, von Furcht. Aber er gab uns ein Geist von Kraft, von Leib und von Besonnenheit, von Lichtheit, von einem golden Stunde. Ja? En dat is wonderbaar, deze kracht. En ik denk zo, ik wil dan meer ervan. En ik had hier in mijn leven ervaren, waar ik dan aanvang opener te worden en waar God vangt aan meer in mij te doen. En dat waren de schijnste tijden. Dat waren niet de leukste tijden, maar dat waren de schijnste tijden in waar man gewassen is. En veel mensen hebben dan angst, oh, die predigerschaft die je redt, in onze mennonitische geschichte die je redt. En dan komt de angst van hengeraam en alle wijn, weil de zo doen, de vindt aan het stelen dat we kunnen ons vrij voor dit werken. Maar wanneer ik nu weet dat ik kon dit werken erleven, ik kon opleven en Jezus wassen en kracht krijgen, hoe kon ik dit op een gezonde orde doen? Hoe kon ik me opmerken op dit, dat ik meer van Heiligen Geest wil? Ik heb vielleicht Jezus nu al in mijn hart, wat we al in diesem programma al geredet hebben. En nu wil ik maar meer van Heiligen Geest. Want God heeft je ons den Heiligen Geest versproken. Hoe kan ik op zijn verhaal? Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass wir uns nicht fürchten, so du siehst. Ja? Wenn wir eine Erfahrung haben mit dem Heiligen Geist, dann muss das auch mit der Schrift beleicht worden. Ja? Das muss bestätigt sein, das ist biblisch. Ja. Und was uns bewahren, dass wir nicht falsch leben oder falsch verstehen, wenn wir auch mit Geschwistern darüber reden, darüber beten. Und manchmal müssen wir auch warten, dass was der Heilige Geist in uns bewirkt, dass das auch dann wirklich auf dem rechten Weg bleibt. Dass wir nicht auf einmal mit unseren Gefühlen durchgehen und vielleicht doch einen schiefen Weg einschlagen. Ja? Ja, ich denke, das ist sehr wichtig. Wo vorgehen, reden wir uns, wann hey, ich habe den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, in diese Richtung, in jene Richtung, und dann schauen uns über die Sache, und dann beten wir taub, und dann sehen wir da in der Bibel, was das begründet. Und wir brauchen nicht meinen, dass Gott alles abhastig macht. Alles macht ab einkommen. Gott gibt uns Zeit.
zum wirklich proeven en nullezen, studeren en tijd wat we wirklich de Sicherheit haben. Über einen Punkt. Über einen Punkt. Ist so. Und dann können wir auch langsam ans hineinladen, aber auch eine Sache. Langsam und sicher sind paar einmal so wie mit einem Auto ankommen, dann würde das gleich das Auto sein. Ja, die Spiel, ja. Dann zum Schluss, hai Sachen, wie wir Mut merken an der Tag hier. Ich würde sagen, das lohnt sich, wenn wir mehr fahren, dass wir nicht bloß beim Sand stehen bleiben, sondern auch nicht bloß bitte nicht schnell im Wasser gehen, sondern weil aber deep schwimmen, weil es dann war, wie wir erleben. Yes. Ja? Das kann gefährlich werden, aber wenn wir dort mit Gott tun, dann wird Gott uns auch in diesem bewahren und wir Erfahrung haben mit dem Heiligen Geist, wo dort wir manchmal unerklärlich ist. Liebe. En die worden ervaren, wo dat Glauben leven, dat leven met Gott ein wat lebendig ist. Ja, wat wirklich geschmackvoll ist. En wat lebt en wat voller Friede ist. Dat is een vrouw zijn. Ja? Dat maakt ons vrouw. Das ist das Scheinste, was das je Dat is het schijnste wat het is. Wow, und ich will in diesem Meer, in diesem Wasser, du willst nennen, du willst schwammen, in die Wale sollen über mich kommen. Und ich möchte dir das auch möglich dass du kannst nicht Angst haben, sondern Ob sein für das. Und wenn du langsam bist, das ist ganz okay, aber lass den Heiligen Geist wirken die. Und das Programm, das hat so viel, ich kann von dir auch nicht alles nennen, wie machen das nächste Mal, wo wir wieder über das Thema reden. Bitte das nächste Mal hier. Ciao, ciao. Ciao. Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.